Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und ich schalte jetzt hier nochmal wieder kurz die Zufallskämpfe aus, damit ich hier nochmal gucken kann, wo ich wie und warum und weshalb und wieso und überhaupt hier nochmal hoch kann. Weil ich habe da anscheinend die falsche Röhre genommen und bin direkt da rausgeschleudert worden, wo mich die Story eigentlich hinbringen sollte. Und das ganze Optionale verpassen wir und deswegen kenne ich mir gerade selber in den Batzel trete. Und ja, ich hoffe, dass das noch irgendwie möglich ist, zu dem Zeichen zu kommen. Komm, Cloud. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ich muss dazu sagen, dass ich Final Fantasy VII schon, wie gesagt, länger nicht mehr gespielt habe. Und daher habe ich auch nicht alles im Kopf. Ich probiere natürlich, dass ihr alles sehen könnt, was hier möglich ist im Spiel. Und dass ich so gut wie alles halt abstaben kann. Aber, ja, manchmal kommt da halt so ein Murks dabei raus. Hallo? Jetzt bin ich anscheinend noch irgendwo weitergelaufen, wo ich nicht hin sollte. Hilfe, ich mach's nur noch schlimmer. Ich will doch nur die optionale Sache, verdammt nochmal. Ich will doch nur die optionale Sache abgreifen. Was mache ich hier eigentlich und warum und weshalb? Wer bin ich? Mist. Na gut, dann müssen wir wohl doch hier wieder rein. Dann kann ich genauso gut auch wieder die Zufallskämpfe einschalten. Weil ich habe echt das Gefühl, wir müssen das dringend machen mit dem Aufleveln. Oh, Motor. Das ist Drache. Und auch von dem könnte man die Feintechnik Flammewerfer lernen. Konnte nichts stehlen, aber er hat was. Das war der Sephiroth im Flashback gewone-hittet hat. Oh, scheiße, Barret ist schon tot. Ja. Deswegen sollten wir dringendst aufleveln, glaube ich. Dann machen wir die gallianische Bestie, mein Lieber. Und schnappt dann einen Drache. Warntanz. Okay, 202, das ist jetzt nicht so doller. Hoffentlich nicht auf der Barret. Okay, wow. Das war wahrscheinlich schützt vor Feuerangriffe. Das ist nicht schlecht. Okay, Barret. Trufende Wetter. Ja, es ist echt an der Zeit, die Sache, dass wir ganz dringendst aufleveln sollten. Da hilft nichts anderes. Ich meine, wenn jetzt schon die stinknormale Gegner zu Bosskämpfen mutieren, dann macht man doch irgendwas falsch. Okay, komm, Heilung normal. Kriegen wir auch noch hier. Natürlich wieder auf der Vincent, damit sie das so richtig... Ah, ne, auf der Barret. Okay. Gut. Vincent greift ja sowieso nur noch von sich aus an. Ah, Mann. Misty. Ich glaube, wir müssen wirklich mehr kämpfen. Dann machen wir mal auf das 4 Eis. Darauf dürfte er nicht so gut reagieren, denke ich. Ich finde es auch immer sehr cool, dass bei den Kämpfen die Kamerawinkel dann auch immer ändern. Oh nö, jetzt schießt er noch daneben, der Tappes. Na gut, komm. Ich gebe ihm da recht mit der Sprungattacke, Cloud. Barret, strufende Wetter. Ich hoffe, das reicht aus. Okay. An sich eine ganz coole Animation. Wenn er jetzt nur noch näher am Korpus dran gewesen wäre, dann wäre das richtig eindrucksvoll gewesen. So hat er jetzt leider nur die Luft geschnitten und ihn imaginär von unten noch aufgeschlitzt. Ja, an sich ziemlich cool, muss ich sagen. Trotz allem ist es so eine Einheitsanimation, das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist halt nie für Gegner individuell. Quatsch. Ah doch, ich habe hier schon der Zeiger. Ich muss jetzt doch noch mal kurz ausschalten. Okay, jetzt bin ich wieder da, wo ich sein will. Und
Doch wieder ausschalte. Heieiei, die Animationen hier, die machen mich aber auch fix und. So, jetzt aber. Elixier, na alla. So. Es ist ja wunderschön, wenn man die Zufallskämpfe mal ausschalten kann, aber ich glaube definitiv, wir brauchen die echt dringend hier. Was hat ihr verschaltet? Doppelhirn. Downstairs. Ich erschokomock euch. Downstairs. Okay, der Barrett kriegt nicht gedownstairt. Ja, Odin könnte ich zwar, aber lassen wir erstmal. Machen wir normaler Angriff. Ja, ich finde es nach wie vor großartig mit dem Chocobo, wo der kleine Mock drauf sitzt. Okay, super. Das reicht schon, um alle zu killen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das sieht gut aus. Jo, und Cloud ist auf Level 27. Ich glaube, ich sollte definitiv noch ein bisschen leveln, vielleicht auf Level 30 oder so. Dann dürften wir hier auf einem relativ gescheiter Niveau sein. Na, so. Materie-Nebenwirkung. Okay. Was machst du, Schönes? Du Wunder der Natur, du heilst uns nicht oder sonst was? Schade drum. Aber so wie es aussieht, gibt es hier keine Zufallskämpfe. Und ich meine, wie cool sieht überhaupt hier die ganze Umgebung aus? Wie sie die Holzstrukturen hier gemacht haben. Und der gerenderte Brunnen, obwohl der jetzt, ach hier, Doneve, wo Cloud seinen Zackekopf jetzt zeigt, obwohl das Ding halt schon nicht so schön ist wie der andere Hintergrund, muss ich sagen, wirkt das Ding doch echt schon und es wirkt wirklich, als wäre man hier an einem kleinen Mana- oder Mako-Brunnen in der Natur gelandet. Das ist wunderschön. Und meiner Meinung nach wäre es auch super schön, wenn es sowas in echt gäbe. Dann probiere ich mal hier nochmal Glück. Aber es ist einfach auch nur ein Hinweis darauf, was es für Wunder in der Natur so schon auch gibt. Und dass wir definitiv unsere Erde nicht so ruinieren sollten. Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt erstmal einen Ifrit ab. Ich weiß, dass das ganze Spiel ist etwas öko-veranlagt. Es bleibt echt nicht um hier zur Sache, wenn man halt die ganze Thematik hier sieht. Der Planet muss gerettet werden, der Planet stirbt und pipapo. Natürlich hat das alles sehr, sehr starke Öko-Allüre. Das ist ja völlig klar. Aber trotz allem ist es eine wichtige Botschaft, wie ich auch finde. Nach wie vor heute wichtiger denn je. Weil es wird wirklich immer mehr von der Natur zerstört. Wow, das waren jetzt 14 bis 1500, nicht verkehrt. Ja, es wird immer nur mehr zerstört. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass man sich mit dem Thema Naturschutz und generell auch bessere Energiequelle und Pipapo auseinandersetzt. Sniper CR. Aha, das klingt doch, als wäre es was für unseren Scharfschütze hier. Oh ja, Heckenschützen CR. Das erhöht die Stärke um 4. Und Angriffsprozent um satte 145. Ah, leck mich fett. Nicht schlecht. Das nennen wir doch dankend A. Materia grenzt's nicht ein. Das ist natürlich auch sehr cool. Und dann können wir hier weiter. So, dann geht's wohl hier offiziell auch weiter. Da bin ich mal gespannt, wie im Vincent seine Waffe aussieht. Haben wir hier auch noch irgendwas, was wir abstauben könnten oder ähnliches? Gerade nochmal unseren Fingerei-Schalter. Nee, das ist nur eine Sackgasse. Und dann sollten wir wohl hier links rein. Aber ich habe es immerhin bis zur Ausgangsposition gepackt. Hui, was ist denn das? Für ein Vieh. Der Su-Witter. Okay, alles klar. Hui, der macht aber ganz schön schade, der Su. Wir probieren mal bloßstellen wieder aus. Und sonst haben wir so nicht das Zeichen. Bringt es irgendwas? Miss, natürlich Miss. Jetzt sehen wir aber leider auch im Vincent seine neue Waffe nicht. Das ist etwas schade, wie ich finde. Ja doch, wir können schon sehen. Und er wirbelt die immer so à la Clint Eastwood. Su fühlt Zorn. Oh, habe ich der Kühle verletzt, du armes Su. Dann raube ich dich nochmal aus. Und ich will dieses dämliche bloßstellen. Großer Sturm. Uiuiui. Okay.
Ich will dieses dämliche Bloßstellen hinkriegen. Konnte nichts stehlen. Okay, du attackierst weiter und du raubst weiter aus. Ui, das war nicht schlecht. Vogelflügel gestohlen. So, so. Wir probieren nochmal Bloßstellen aus. Und Winnie, du versuchst mal den Todesstoß. Okay, hat sich erledigt. Ich warte auf die nächste Kämpfe. Da sieht man bestimmt in Vincent sein Gewehr ein bisschen besser. Aber es ist schon eher so altmodisches. Wird schon fast Sache so Steinschlossgewehr. So Arkebuser. Das sind ja auch an sich sehr großartige Waffen. Oh, wir sind schon beim Mako-Reaktor gelandet, tatsächlich. Da gucke mal hier. Nicht schlecht. Alles klar, dann gehen wir da mal da hoch in die Mako-Reaktorei. Und da scheinen ja immer noch Monster zu sein. Sonst wäre Mount Nibel ja auch nicht voller Kreaturen oder ähnliches. Okay, was haben wir hier noch? Okay, anscheinend nur A-Zeiger. So, dann gehen wir mal da rein, wo damals alles begonnen hat. Sind die Viecher noch in der Eier drin? Sieht das aus, als hätten sie das wieder behoben. Und Jenova, da kann ich nicht rein. Irgendwas scheine ich verdummbeitelt zu haben. Irgendwas geht noch nicht. Weil hier kann ich noch nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Da komme ich nicht rein zum Jenova-Projekt. Nee, scheint echt irgendwas verdummbeitelt zu haben. Dummerweise kann ich mich auch nicht mehr erinnern, was wir hier in der Region zu machen haben. Weswegen ich anscheinend jetzt auch nochmal den Weg zurücklaufen sollte. Weil hier am Mako-Reaktor ist nix. Okay. Zum Mako-Reaktor müssen wir nicht. Wir müssen anscheinend wirklich nur über den Berg kommen irgendwie. Da haben wir wieder ein paar Viecher. Ja, das mag ich jetzt mal nicht. Schallgeschwindigkeit. Und du attackierst weiter und Barrett, du machst eine Granate hier in die Mengerei. Weil Dämser Limit Attacke ist durchaus ziemlich cool. Und macht erheblich Schaden. Ja, nicht schlecht. Das macht doch schon mal echt gut das Angriff, sag ich schon. Das macht doch schon ziemlich gut Schaden. Konnte nichts stehlen. Barrett, machen fertig. Du raubst den da hinten aus und du heilst mal die ganze Meute. Wir haben es dringend nötig. So, gut. Barrett, attackiert weiter. Äther gestohlen, sehr, sehr gut. Die Heilung können wir definitiv sehr gut gebrauchen. Und wieder einer Wendiger. Und ich glaube, den haben wir schon ausgeraubt, aber egal, wir probieren es trotzdem nochmal. Nichts zu stehlen. Ein Habe nichts. Na gut. Ich muss dazu sagen, die Bezeichnung ein Habe nichts, die stammt aus Final Fantasy IX, wenn wir dann Hammerschlag erhalten. Okay, wow. Hammerschlag. Wo haben wir es dann? Hammerschlag. Okay, ja geil, da bin ich mal gespannt drauf, was das wird. Ja, bei Final Fantasy IX war das immer so, wenn man jemand ausrauben wollte und der hat nichts gehabt, dann kam dann immer die Bezeichnung ein Habe nichts, was ich persönlich ziemlich cool finde und amüsanter finde, als nichts zu stehlen. Das ist halt sehr neutral, das ist halt auch vollkommen legitim, aber ein Habe nichts finde ich dann doch besser, muss ich gestehen. Okay, wieder dieses Downstair. Kotzt mich ja. Odin. Und sonst der Ifrit. Und hast du noch irgendjemand parat? Nee. Du hast nur Ifrit parat. Stahlklingenschwert. Da kommt er wieder am Vollmond. Der Odin aus Sleipnir. Nur dass Gungnir, der eigentliche Stab von Odin, hier als Schwert dargestellt wird. Aber eigentlich ist die legendäre Waffe von Odin der Speer Gungnir.
Aber das kann man den Japanern irgendwie auch noch verzeihen. Ich meine, das ist ja nicht denn ihre Mythologie oder ihre Nachbarmythologie oder ähnliches. In Deutschland weiß man da halt ein bisschen mehr drüber, würde ich sagen. Wobei auch viele Serien wie Vikings und so doch das eigentliche wissenschaftliche Denken fast schon manipulieren, würde ich sagen. Weil der richtige Wikinger, der muss ja immer in Fell und in Leder gezeigt werden, dass der in Stoff und in einer Tunika unterwegs ist, dass der in Wollstoff gekleidet ist. Dotra kann man nicht denken. Es ist schon interessant, wie solche Serien eigentlich unsere Historiebilder beeinflussen. Ich wollte einmal den Ramu unbedingt euch noch zeigen. Okay, den hat sowieso erwischt. Donner der Gerechtigkeit. Und wie ich es mir gesagt habe, als man das auf der Chocobo Arena gefunden haben, Ramu ist immer als alter Mann mit ewig langem Bart dargestellt, der immer das Element Blitz hat. Okay, für eine hat's gereicht. Eiserner Angriff. Okay. Warum auch nicht? So, jetzt schnappen wir uns den Schweinehund und den da hinach. Zack, hol dann. Sehr gut. Nala. Ja, die Materia mit Beschwörungen, die reißen schon ordentlich Schade, muss ich gestehen. Nichtsdestotrotz machen die auch ordentlich MP-Schade. Also die machen nach meinem MP-Vorrat nicht so gut. Jetzt muss ich mal wieder kurz ausschalten, weil ich echt nicht weiß, wo es derzeit so lang geht oder ob es da überhaupt wirklich lang geht, ob wir da richtig sind. Ich glaub's nämlich nicht, weil im Marco-Reaktor, da können wir nichts reißen. Da geht nichts. Und jetzt mag ich nochmal hier kurz rein. Na, wisst was. Drauf geschießen. Dann probieren wir es nochmal über die Pilze, können wir auch nicht. Das scheint aber der falsche Weg zu sein. Aber die Zufallskämpfe, die brauchen wir ja auch. Weil wir wollen ja Leveler. Okay, wissen wir was? Weil es so schön war, hole ich gerade nochmal den Ramu und dann haben die sowieso ihre Runde hier beendet. Bei so vielen Gegner ist es definitiv immer lohnenswert. Und Barret können wir sogar den Hammerschlag dann mal ausprobieren. Aber das klingt wohl eher so, als würde es eine Endgegner-Treffer. Ja, das reißt jetzt wieder ein ordentliches Loch in unseren MP-Vorrat. Nichtsdestotrotz können wir den Kampf hier sehr, sehr schnell beenden. Bei 5 Gegner muss man sich das zweimal überlegen, ob man da wirklich so lang dran rumeiern will oder nicht. Okay, für Heilung 2 reicht's noch. Shiva ist aufgestiegen. Sehr gut. Dazu noch ein Äther und ein Heiltrank. Na Allah. Geht doch. Geht doch. Na Allah. Okay, jetzt sind wir hier wieder beim Marco-Brunne gelandet. Aber andersrum können wir... Nee, du zeigst uns ja nichts als Ausgang. Die roten Dreiecke sind ja auch immer die Ausgänge. Okay, dann wieder hier rum. Müssen wir halt doch wieder do entlang. Und do können wir noch hier. Dann sind wir hier. Dann müssen wir wohl oder übel auch noch do entlang, die Sache. Aber do geht's nirgendwo anders, glaube ich. Müssen wir mal erforschen, das Ganze. Okay. Dann attackieren wir die Viecher. Hammerschlag trifft tatsächlich nur Enna. Okay. Und... Oh, das ist vollkommen rausgeschleudert aus dem Kampf. Nicht schlecht, es geht bestimmt nicht bei Bossgegner. Aber um Endgegner völlig rauszuschleudern, ist das gedacht. Das ist doch nicht schlecht. Ah, Mist. Reicht ja nicht mehr für Heilung 2. Der Cloud müssen wir dringend mit Äther behandeln. Das steht fest. Okay, wunderbar. Die haben wir auch noch hingekriegt. Das war's mit dir. Ah, die anderen sind kurz vor Level 28. Und einen Heiltrank haben wir noch. Okay. Da kletter ich wieder irgendwo entlang. Ach du liebe Zeit. Was zur Hölle mache ich denn hier? Das kann ja nur schlecht ausgehen. Okay. Manometer. Also ich kann hier überall am Berg entlang kraxeln.
Aber so wirklich was bringt's uns irgendwie nicht, wie es scheint. Na gut, dann müssen wir doch wohl wieder in die Höhle zurückrein. Und sollten da wieder links lang, wo wir zu dem eigentlichen Bosskampf kommen sind, wenn mich doch nicht... Ah, ich weiß es nicht. Eventuell muss ich auch nachschlagen, wie es weitergeht, weil derzeit bin ich etwas ratlos und ich mag ja nicht, dass ihr die ganze Zeit nur seht, wie ich hier ohne Plan rumtucker. Ja, da geht auch nichts mehr. Wissen wir was? Dann machen wir den Matrat sauber. Und Barret attackiert. Ich glaube, der scheint immun gegen sowas zu sein. Matrat sauber. Und bringt ja was? Na, da macht er schon mal nicht schlecht Schade, der Matrat sauber. Jetzt braucht jeder nur noch einen normalen Angriff und dann war's das mit den Viecher. Jo. Barret attackiert. Ich will nicht den Vincent sein Limit-Attacke für sowas verschwenden. Na also, super. So wird's gemacht. Okay, beide sind auch auf Level 28 gelandet. Sehr gut. Ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.